über die babylonische Spruchverwirrung. Da hat nämlich unseren Paul Minch eine schöne Distel gemacht. Ich habe so vor ein Tage 8 Mal auf Heidelberg gemacht. Was war doch da ein Mordsverkehr? Ein Laufen, Rennen, hin und her, aus alle Herrenländer waren die Fremden da in ganze Scharen. Chinesen, Neger, Mexikaner, alles riecht da wieder an. Dann Russen, Tschechen und Polacken mit die Kipp und breiten Backen, die haben eine Sprache daher gebabbelt, dass man noch heute mein Schädel rappelt. Da ist halt doch mein Pelzerspruch die allerschönste und deutlichst noch. Dann die versteht man gar so gut, wenn jemand richtig babbeln tut. Und besser wär's auf jeden Fall, wenn auch die anderen Völker, all die Därge, Russen, Dänen, Schweden, schön hübsch auf Pelzisch babbeln täten. Im allerältesten Altertum, ums Jahr 3000 so herum, da haben die Völkerstämme noch Alsisch als auf Pelzisch unterhalten. In Chile und in Palästina, in Indien, Spanien und in China. Da hat man sonst von nichts gewusst, als dass man Pelzisch babbeln müsst. Ach Gott, die Zeiten sind herum. Was waren auch die Leute so dumm und haben dem lieben Gott zum Hohn den Turm gebaut in Babylon, um ins Himmelreich zu gucken. Die Leute, die waren schon mit Schucke. Dann alle Menschen auf der Erde haben mitgeholfen, dass etwas wird. Beamte, Schuster, Metzger, Bauern haben all miteinander helfen Mauren. Han Stein gesetzt und Speis getragen, Gerichte auf und abgeschlagen, han Sand gefahren, nivelliert und Stein gehauen und kalkeriert, vor das in möglichst kurzer Zeit der Turm bis an die Himmel steigt. Da oben aber in seinem Himmel, da sieht der Herrgott das Gewimmel und denkt so bei sich. Nee, die Leid, die sind halt alles noch nicht gescheit. Na, warten nur, ich lehr euch Mores, euch frechen Menschen Lumpekores. Und wie die Leute in aller Früh aus ihren Betten sind gestiegen und sind gleich an die Arbeit gegangen und haben es Schaffen angefangen, auf einmal. Ja, was ist dann das? Soll das jetzt ernst sein oder Spaß? Da babbeln ja die Leute miteinander jeder anders wieder an. Der andere Russisch, Der Chinesisch, Der da Indianisch, der Französisch, der babbelt Griechisch, der Dänisch der da Lateinisch, der Rumänisch der da, der babbelt wie ein Zwogel. und der kräht preisig wie ein Gockel. Na, kurz und gut, kein einer Mann hat mehr der andere verstanden. Ein Meister sagt zu seinem Gesell, Komm her, du Faulpelz, aber schnell und stell die Leder in die Hehe. doch der sagt, hey, comment, Monsieur? Der Anna sagt, Philipp, komm mal her. I do not understand you, Sir. Ein Maurer sagt zum Speisbu, Schorsch, bring doch den Speis, du fauler Bosch. Doch ganz verwundert sagt der Anna, Tipulei, sagt er, viele Anna? Da lang wir doch den Kimmel her. Non comprehendo te, sagt er. Er lieber Leid. Da war's vorbei mit der Himmelsguckerei. Dann wollen die Leute sich nicht verstehen, da kann keine Arbeit vorwärts gehen. Drum ist der riese Turmer bald kaputt gegangen und in Stab verfallen. Die Spruchverwirrung aber hat ein großer Nachteil. Ewig schad. Grad noch mehr Pelzer schwätzen noch die uralten Menschen-Ursprungsspruch. Und all die anderen fremden Leute, die babbeln seit zeller Zeit ihr Sprache, wo kein Mensch versteht. Die arme Kerl, die tun im Leid, die müssen sich am Maul verstauchen an Sprache, wo kein Penning tauchen.